Und weiter geht's im guten alten Hill Valley 1876. Ja, jetzt existiert es noch, das wird sich bald ändern, dank Edna. Schreiber durch, der hört mich nicht. Was, Beauregard Tennen? Och, du Scheiß, der? Ja, der darf uns nicht sehen, sonst ergeht es uns so, wie es Marty fast im dritten Film ergangen wäre. Toll, du kommst jetzt da rein. Die andere Seite. Nö, geht nicht. Ja gut, dann gehe ich einfach mal so ganz gut vorbei, oder? Der Beauregard Tennen hat sicher nichts dagegen. Hallo, Tennen! Ich sollte besser nicht zu nah ran. Ja, Gesundheit. Ich sollte besser nicht zu nah ran. Schon wieder Gesundheit. Hä? Hier komme ich nicht runter, hallo? Es gefiel mir besser an der Tür des Plumpsklos. Echt? Also, ich bin der andere Meinung, Marty. Marty wegfliege. Ja, das kann ich jetzt sonst auch mit mir machen. Hallo? Ich komme hier nicht runter. Bisschen eingeschränkt hier. So ein schlechter Scherz, oder? Hallo? Die haben mich ausgeschlossen. Da muss ich als Beauregard Tennen da loswerden. Das geht so nicht. Was, Fässer? Ich sollte besser nicht zu nah ran. Ach Menschenskind, was habe ich denn dabei überhaupt? Na toll, das Aufnahmegerät, hilft natürlich super. Eintrittskarten für die Expo sind in der Vergangenheit natürlich auch immer gern gesehen, keine Frage. Ich weiß nicht, was dann passiert. Und ich will das ehrlich gesagt gar nicht wissen. Ja, das ist... Ja, klar, Fenster. Wo siehst du hier bitte schon Fenster, Marty? Natürlich, das funktioniert wieder. Na. Wer ist da? Edna, warte! Ich bin es doch nur. Mr. Sagan, was machen Sie denn hier? Genau das wollte ich Sie auch gerade fragen, Miss Pickford. Ist das nicht offensichtlich? Ich werde Ihrer Lasterhöhle jetzt ein Ende setzen. Das glaube ich nicht, Mary. Ich schieße ungern auf Frauen, aber niemand beraut Beauregard B. Tennen seiner Haupteinnahmequelle. Kennen halt! Wenn Sie schießen, lässt sie die Fackel fallen und alles geht in Flammen auf. Edna, halt! Lässt du die Fackel fallen, erschießt er uns. Offenbar befinden wir uns in einer Sackgasse, Mr. Tannen. Es gibt wohl keinen Ausweg, außer irgendjemand schafft es, euch beide gleichzeitig zu entwaffnen. Wie zur Hölle soll ich das denn hinkriegen? Ich habe da theoretisch eine Idee. Marty. Die Frage ist bloß, wie komme ich jetzt da raus? Hoi. Edna, Doc. Bingo, Kronleuchter. Kannst du mal da durch, Marty? Gut, ich brauche eine bessere Sicht. Geschmacklos Gemälde. Jo, der ist auch nicht übel. Kann ich hier weg? Klappt sogar. Und raus hier. Gut, wie sieht's mit dem Fässern aus? Fässer. Man fragt sich, was wohl da drin ist. Ein halt Ruhe! Was zur Hölle? Oh Mist, da gehen alle meine eingelegten Schweinefüße dahin. Schweinefüße. Ja, bei Wieso Teufel. bist du so angezogen? Ich hatte nicht vor, heute ins 19. Jahrhundert zu reisen. Und ich hatte nicht... Salzlake, hä? Das sollte ziemlich nützlich fürs Fackellöschen sein. Das ist zu schwer zum Heben. Fährt also doch den Lift hier. Oder nicht? Oje. Das dürfte... Moment, kann ich da durch? Nein, nicht da durch, Martin, nicht da durch. Ich will da durch. Ja, da, Sandsack. Geht doch. Mann, leicht ist er nicht gerade. Er soll ja auch nicht leicht sein, er soll zweckmäßig sein. Und hopp. Das ist aber ein schicker Kronleucht. Ja, Doc, ich hab's verstanden. Ich hab's doch schon verstanden. Ja. Mann, warte, du musst dringend mehr trainieren, Mensch. Die Decke ist weit offen.
Oje, oje, Tennen. Den Schnaps hast du bereits hier drin, aber von der Decke? Nö, natürlich nicht. Wer braucht das schon? Ja. Ja. Er ist genau über seinem Kopf, aber ich kann ihn nicht ausnocken, solange Edna noch die Fackel hält. Oje, oje. Warum bist du so scharf darauf, dich in meine Angelegenheit... Aufsteigen Nach selber. unten. Die Fackel wird offenbar langsam schwächer, Miss Pickford. Sie ist immer noch heiß genug, um dieses bisschen Gomorra abzubrennen, Tanner. Ja, jetzt gehe ich mal, ne, Moment mal schnell, den Sandsack noch hoch. Ja, legen da ab, Marty. Jetzt sollte es In Ordnung reichen. mit Physik. Natürlich, immer diese wunderbare Physik. So. Jetzt die Fackel löschen. Marty, gehst bitte mal darüber. Du willst mal verarschen, Mensch. Hier komme ich auch nicht großartig weiter, wa? Ach du Scheiße. Wie kann ich... Hallo? In ein... Ja, okay, so geht's natürlich auch. Was war das für ein Geräusch? Welches Geräusch? Ich habe nichts gehört. Oje, oje. Was mache ich jetzt hier? Kann ich irgendwas anklicken? Kann ich? Darf ich? Inventar auch nicht. Leiter? Ja klar, Leiter funktioniert, aber hier geht's nicht, oder was? Natürlich da unten die Leiter. So, hat's hier sonst noch etwas? Leiter? Ne, da waren wir schon. Das sieht ziemlich mies aus. Oh oh. Kein Wunder, dass die Stadt in die Luft geflogen ist. Ich kann das Kerosin bis hierhin. Ja. Was haben wir unten sonst noch, Marty? Willst du mich wegen meiner angeblichen Verbrechen nach 1931 zurückbringen? Oder gibt es etwa einen Zeitgericht? Okay, echt Glück gehabt. Nicht mehr lange. Wir werden sehen. Ja, ganz toll. Wie kriege ich jetzt das Teil bloß noch runter? Ja, sag mal, Marty. Marty. Bitte schön die Leiter hochgehen. Dankeschön, Alter. Und jetzt noch das Anzeige, oder? Das? Los. Irgendwelche letzten Worte? Wir sehen uns in der Hölle, Tannen. Ladies first. Na los, du Verdammter. Was zum Geist? Ha! Wer zur Hölle bist du denn? Ich bin die Ablenkung, Blödmann. Guter Schlag, Doc. Gar nicht übel, Doc. Erzähl's Clara nicht. Sie meint, Schlägereien wären ein schlechtes Beispiel für die Jungs. Wo ist Edna? Doc, sie ist weg. Edna's DeLorean. Wir müssen sie aufhalten, bevor sie 140 Stundenkilometer erreicht. Na los! Oh oh. Jetzt wird's übel, Freunde. Okay, Edna, mach dir keine Sorgen. Du bist eine kluge Frau mit einem starken moralischen Kompass. Du musst dich nur irgendwie hier raus. Oh Mist. Bleib stehen, du verrückte Zitzicke. Was tut sie? Ich glaube, sie überschüttet uns mit Euphemismen. Zum Glück ist die Straße aus dem Hill Valley von 1875 noch ziemlich holprig. Unwahrscheinlich, dass sie in nächster Zeit auf 140 Stundenkilometer beschleunigen kann. Wie können wir sie aufhalten? Gute Frage. Wir dürfen sie nicht verletzen oder das Fahrzeug beschädigen, um die Zeitachse nicht noch weiter zu verschieben. Zum Glück haben mich all diese Diagnoseleuchten, die mein anderes Ich in den DeLorean eingebaut hat, auf eine Idee gebracht. Hier, nimm die. Was ist das? Flux-Synchronisationsmodule. Wie funktionieren die? Normalerweise verwende ich sie zu Wartungszwecken. Aber wir können sie vielleicht auch dazu verwenden, sie mit den anderen Diagnosemodulen des DeLorean zu synchronisieren. Und so versuchen, beide Zeitleitungen zu verbinden und das Zeitziel des anderen DeLorean außer Kraft zu setzen. Zumindest in der Theorie. Das ist ein großartiger Plan, denke ich. Und
Und das Beste, wir müssen die Module nicht einmal an den Rahmen schweißen. Du kannst sie einfach über den Diagnoseleuchten anbringen. Moment mal, Doc. Sie wollen, dass ich da runtergehe? Wie zum Geier soll ich das schaffen? Gute Frage. Lass mich nachdenken. Aha! Ein Hoverboard. Es hat uns schon ein paar Mal die Haut gerettet. Schien also ein geeignetes Hilfsmittel für diese Aufgabe zu sein. Klasse. No risk, no fun, oder? Ja, das kann ja was werden, ey. Hoverboard, Alles in yeah. Ordnung? Das ist wie Fahrradfahren. Das verlernt man nicht. Für den Sprung bereit? Fertig, Doc. 1, 2, 3, spring! Oh, Gut gemacht, Marty. Wie ist der Funkempfang? super. Woher haben Sie die? Aus Wortsammlung von Videospielkonsolen aus dem 21. Jahrhundert. Denk dran, du musst nur die Flux-Sync-Module an die Diagnoseleuchten anschließen. Geht klar, Doc. Nur ist gut. Hindere ihn daran, durch die Zeit zu entkommen. Natürlich werden wir das tun, Freunde. Natürlich. Fluxemitter. Was den zuerst machen? Ist das ein Fluxemitter? Ja, jetzt steck einen Flux-Sync rein. Habe ich das dabei? Tatsächlich. Ich komme von hier aus nicht ran. Du musst einfach nur aufs Dach klettern. Einfach nur, ne? Ist schon klar. Mr. Fusion. Oh, der wackelt aber ganz schön. Mr. Fusion. Soll ich ihn deaktivieren? Lass ihn. Atomreaktoren lässt man am besten in Ruhe. Es ist einer der Fluxemitter. Weiß ich doch. Kletter doch einfach hoch, Mensch. Ich komme von hier aus nicht ran. Du musst einfach nur aufs Dach klettern. Ach du Scheiße. Muss ich hinten durch oder was? Ja. Klappt vermutlich besser. Hopp. Ne, Fahrerseite ist nicht so gut. Da hau ich wieder lieber ab. Ja. Mann, Marty, hey, Marty. So, dafür sollten wir eigentlich Geld verlangen, aber egal. Es ist abgeschlossen. Ja, aber wie komme ich denn jetzt? Ah, egal, man schafft zuerst den vorne. Und die sieht uns nicht, hey. Ist das da der rechte Fluxemitter? Ja, jetzt steck einen Flux-Sync rein. Schon dabei, Alter, schon dabei. In Ordnung. Gut gemacht. Und jetzt richte den Sync auf die Empfangsschüssel. Ich versuch's, aber hier draußen holpert es ganz schön. Versuch halt dein Bestes, Marty. Das kann ja was werden, hey. Was? Benutze die Pfeiltasten oder klicke und bewege die Maus, um dich umzuschauen. Oh, da, Alter, die Steuerung hier. Okay. Ja, ist nicht so ganz einfach, Freunde, ihr merkt schon. Ich bewege die Maus eigentlich nur ganz ein bisschen, aber irgendwie. So wird ein Schuh draus. Da will ich ein Signal draus. Und okay, sag doch mal ein bisschen. Ja, sag mal. Alter, natz mich hier nicht. Na, komm schon. Ja, ich hatte das schon fast. Ich hatte es doch schon. Ja, reicht das jetzt oder wie sieht's aus? Ja, der Kuchen ist irgendwie wieder weg oder so. Bingo! Mann, nein! Super, ein Flux-Sync geschafft. Jetzt noch 2.
Ja, noch. Nur noch. Halt. Ja, geht doch. Alter Falter. Hup, Fahrerseite. Jetzt wird's lustig. Jetzt wird's wirklich lustig. Ich will aber nicht. Vielleicht ein Scheibenwischer dabei? Ja, habe ich doch. Wunderbar. Vielleicht irgendwie sie erstechen damit? Das wird das. Ich weiß nicht, was dann passiert. Ja, aber sie wird das ganze Problem lösen, Marty. Gut. Variante 2. Wieder über die andere Seite. Jupp, die, jupp. Die, hopp. Ja, ja, sag mal. Ja, geht doch. Jetzt sieht es mir vermutlich, aber ist mir gerade egal. Komm noch, fahr nur schneller. Oh, das war keine gute Idee. Spielt die Bitch! Oh, du Mr. Fusion. Edna, bist du lebensmüde? Klappt das echt? Gute Arbeit, Marty. Cool, Glück gehabt, hey. Echt Glück gehabt. Vielleicht doch jetzt so? Hopp. Und. Ne, komm schon, komm schon! Hehe. Zu spät, Alte. Geschafft. Spitze. Jetzt sollten wir das Fluxsync-Modul anbringen, bevor sie uns das Leben schwer macht. Hat sie es uns etwa bisher leicht gemacht? Das wäre mir neu. Und sie schüttelt die ganze Zeit den Kopf. Nein, nein, bitte nicht. Zack. Versuchen wir es, Doc. Und draufgesetzt. Wow. Perfekt. Und jetzt richte den Fluxsync auf die Empfangsschüssel auf meinem DeLorean. Empfangsschüssel. Geschafft. Ja. Einfach als getan war. Das sieht doch gut aus. Komm schon, komm schon. Ein bisschen näher, doch noch ein bisschen näher. So, jetzt. Ja, wollte gerade sagen. Gleich haben wir es geschafft, Marty. Nur noch ein Fluxsync. Nur noch ist gut. Runter von meinem Auto, Rabauke. Dein Auto? Du hast es gestohlen, Enna. Es ist einer der Flux-Emitter. Ja, der geht doch hoch, Mensch. Geht das nicht? Habe ich noch was dabei? Ja, die Scheibenwischer ist ja ganz toll. Ich weiß nicht, was dann passiert. Ach, Menschenskind, hey. Okay. Das bringt soweit nichts. Ich muss wieder hinten durch, ja. Kann ich mich irgendwie hochziehen? Ist da Fusion? Nee, geht offenbar auch nicht. Nein, ist ja super. Moment mal. Vorne? Da müsste es doch klappen. Dann steige ich einfach da ganz lässig aufs Dach. Oder auch nicht. Marty! Mir geht's gut. Mir geht... Bis jetzt noch. Bis jetzt noch. Komm schon, Marty. Oh. Vorsicht, Marty! Keine Sorge, ich schaff das. Ja, wir schaffen das schon. Wir schaffen das. Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Die Frage ist bloß, ob es eine gute Idee ist. Fahrertür. Bringen wir es zu Ende. Na, Ich weiß nicht, was dann passiert. so offenbar nicht. Ich weiß nicht, was dann passiert. Gut, nehm nicht. Hehe, hallo. Fahrertür. Hallo Edna, na wie geht's? So, Es ist abgeschlossen. was du nicht sagst. Deshalb doch der Scheibenwischer. Ich weiß nicht, was dann passiert. Oh Mensch, Marty, stell dich doch noch bekloppt an. Vielleicht kann ich sie irgendwie erschrecken? Ich weiß nicht, was dann passiert. Ja, du weißt offenbar gar nichts. Die Expo-Karten. Ich weiß nicht, was dann passiert. Ach Menschenskind, hey, gibt's ja wohl nicht. Aber draufsetzen. Ich komm von hier aus nicht ran.
Gut, andere Variante. Hey, hallo. Jetzt vor der Stoßstange. Ach Mensch, Edna, mir gehen die Ideen aus. Ich irgendwie. Nee, den zu verstellen wäre nicht so klug. Ach, jetzt von hier aus? Fahrertür? Ich weiß nicht, was dann passiert. Da findest du heraus, Mensch. Jetzt reicht's mir aber. Hinweise. Was Edna so lange gebraucht, bis der Hang geschehen hat, sie muss ganz schön abgelenkt sein. Ja, und? Dennis Sensation. Ich hab doch vorhin versucht mit. Achso, kann mit dir selber quatschen. Och Mensch. Edna, Was? lass mich rein! Willst rein? Schön. Ah, Ja, komm schon, Martin. Marty, geht es dir gut? nicht wirklich.